Und weiter geht's, Freunde, bei Skyward Sword HD. Heute mit, keine Ahnung, einem Clown? Juhu, komm mal her, junger Mann. Du fragst doch bestimmt, wer ich hier so treibe. Nö? Ja, doch, eigentlich schon. Ja, genau, das wollte ich hören. Ich möchte diese Insel einem Ort machen, in dem die Leute Spaß haben können. Sollte man ihren Namen verraten? Ich nenne sie Roulette-Insel. Ich habe ein ganz blödes Gefühl. Geht's so spät? Was? Okay, ist noch zu früh. Schade. Oder zum Glück. Nee, was heißt zum Glück? Wenn ich mich richtig erinnere, kann man sehr viel Rubine verdienen. Sehr viele, man kann aber auch sehr viele verlieren. Also insofern... Ja. Man könnte auch sagen, das erste Casino in der Legend of Zelda Welt. Oh, nicht schon wieder. Ist echt ein langer Weg dahin. Aber ja, das Wolkenmeer ist groß. Wie damals bei der Wind Waker mit dem Wassermeer. Sagen wir jetzt mal, oder mit dem normalen Meer. So, gleich sind wir da. Die Frage ist, können wir die Truhe bereits looten? Wer wieder ein Déjà-vu? Irgendwie auf den Baum draufhauen, oder war das so etwas? Okay, aber die Truhe ist zumindest hier draußen schon mal. Sehr gut. Yeah, Mann! Geil! So, ich müsste aber noch genug Platz haben für mehr, weil er hat doch bis 900, genau. Die Geldbörse selber upgraden, das geht ja auch, aber, naja, von einer anderen Person. Jo, du bist Michael. Wir haben hier nur selten Besuch. Wo ist hier? Wer bist du? Wie? Du hast nie von mir gehört? Ein Wolkenhund als Model tätig, aber er wusste von mir. Pika aus dem Itemlager? Ich bin ihr Vater. Aha. Stimmt, jetzt wo du sagst. Schwerkunst trainiere. Wundervoll zugelegt. Wunderbar fit. Ja, die Frage ist was. Doch irgendwie war das was. Es gibt glaube ich auch ein Herzteil hier, oder? Irgendwie war da was. Etwas ganz Übles. Und trotzdem Geiles. So. Genau, da war irgendwie sowas. Ich glaube, wie war das schon wieder? 20 Mal oder so? Ab dann gab es irgendwas. Ja, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob das überhaupt jetzt schon möglich ist. Oder, ja, halt echt warten muss, bis das Schwert ein bisschen länger ist. Also ich fand, die war relativ gut. Wahnsinn, du hast einen Rekord geschlagen. Ja, eindeutig. Schattenkristall. Die sind auch relativ selten. 28 Mal. Ja. Ja,
Okay, ne, für den Anfang soll es mal gewesen sein. Wir versuchen es wieder, wenn wir ein bisschen flott mit dem Schwert unterwegs sind. Super schneller Bambuswäller. Alles klar. Habe ich hier Ding richtig gesetzt? Okay, warte mal. Ja, jetzt passt schon besser, weil dachte gerade, hä? Kann ich jetzt sagen, irgendwie komplett falsch? So. Huch, falsche Seite. Ein Silbenrubin, okay. Genau, nach hier könnte man tauchen. Wäre jetzt die Frage, was soll einem das hier bringen? Die Frage, wenn hier natürlich 3 Rubinen drin sind, habe ich ein Problem, wenn wir da 100 Minus gemacht. Die Flocken ist halt zu groß, Freunde, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, man stimmt gar nicht. Kann ich bis 300 Rubine aufnehmen? Nee, gut, okay, passt trotzdem. 900 insgesamt. Hey, das sind noch andere, cool. Die sind auch relativ selten. Von der Vogelpatrouille. Hä? Die Truhe ist zu. Da frage ich mich doch glatt. Ja. Die Truhe wäre offen. Jetzt die Frage, ob ich da eventuell doch schon hinkomme. Wow. Das war knapp. So. Hätte auch sein können, dass ich wieder irgendein Item brauche. Du hast die Schatzmedaille erhalten. Da ist bei dir wirst du häufiger als sonst auf Schätze stoßen. Nimm sie mit in der Schatzsuche gehst. Cool. Ja, die ganzen Medaillen müssen auch so deponiert werden. Ja gut, Freunde, das soll es aber trotzdem mal gewesen sein fürs Erste. Wir gehen zurück zum Wolkenhort. Erstmal tagsüber ganz kurz, weil ich noch das Itemlager kurz sortieren will, sprich ich will natürlich die Medaille mitnehmen. Und vielleicht noch irgendwie die kleine Bombentasche upgraden. Und dann aber lassen wir es nachts werden. Oh, okay. Das Vogel echt irgendwie andere Rempeln. Ja, der Weg ist lange, das ist wahr. Aber es ist auch ein großes Wolkenmeer, also insofern. Das Wasser, was hinabfließt, unten nach im Erdland ankommt, als Regen, vermutlich. Aber nur an dieser Stelle natürlich, ist klar. Und trotzdem versiegt hier das Wasser niemals.
Du, du, du. Ah ja, hier war es ja. Bye. Moment, kurz wieder. Hallo? So, jetzt aber. Hm. Ist ja so eine Frage, ob wir eine Bombentasche brauchen, wa? Ein bisschen mehr Platz hier. Wäre zwar auch nicht schlecht. Ich kann bei Terry nachgucken, ob er irgendwie was hätte. Sag mal. So, soll uns das erste reichen, so. Du, 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 du. Das haben wir gesagt, dass wohl einen Schattenkristall bereits habe. Die anderen Dinger kriegen wir erst in der Wüste, also geht sowieso erst später. Finsterhalbmond, lieber hoffe ich ja jetzt in der Nacht noch zu finden. Da fehlt noch eine Monsterklaue, die ist natürlich auch unabdingbar. Schmuckschädel, blaue Vogelfeder, ja. Aber dann noch ein paar Schmuckschädel, weil ich die auch noch upgraden möchte. Aber ja, können wir mal machen. Die mittlere Bombentasche, dankeschön. Die Frage ist, einmal kann man sie sicher noch upgraden. Schmuckschädel, Bienenlarven. Ja, okay. Wobei ich mich ja frage, woher die überhaupt diese Items kennen, wa? Oder Eidechsenschwanz und so, weil die Monster gibt es hier oben ja gar nicht. Das alleine ist schon ein bisschen creepy, aber okay. Ja, ich brauche sowieso einen. Da kann er erst einmal ins Lager. Was? Oh, okay, gut, machen wir das später, weil ich es auch später upgraden kann. Gehe ich trotzdem jetzt mal zu Terry. Oder ich frage ihn mal, ob er kurz Zeit hat. Ah, falscher Ausgang. Oder falscher Eingang, je nachdem. Ja, komm, bisschen tiefer. B anhalten, A loslassen. So. Könnte man auch machen. Aber tue ich nicht. So, Zusatzgeldbörsen brauchen wir nicht. Wie teuer war die? Ja, komm. Ich glaube mich zu erinnern, dass er glaube ich noch eine hat, oder? Also insgesamt 2 müsste er eigentlich verkaufen. Ja, 2 waren es. Okay, alles klar. Aber jetzt können wir zumindest schon mal ein Holzschild besorgen. Direkt mal gucken, wie viel der jetzt zum Upgraden kosten würde.
Jo, Kumpel, was geht ab? Hart. Oder geht jetzt schon? Okay, machen wir das direkt mal. Dann braucht ja auch noch irgendwas dafür. Kein Problem. Den harten Holzschild erhalten. Dankeschön. Stufe 3 war da, glaube ich, Monsterclown, Wüstengras. Okay, geht erst am nächsten Gebiet dann. Wüstengras kriegen wir natürlich erst in der Wüste, also in Ranelli ist klar. Monsterclown, ja, die will ich eben jetzt ein bisschen nachts dann farmen. Oder versuchen zumindest. Wie sieht es mit dem Schild aus? Kannst du mir jetzt mal irgendwie noch ein bisschen reparieren? Wie viel kostet es überhaupt? Ja, kein Problem. Die Kohle habe ich noch. Ja, er ist schon einer von den Guten. Sehr schön. Ja, aber ausrüsten würde ich jetzt mal den harten Holzschild. Genau. Weil sonst vergesse ich es wieder, wenn wir nachher nicht aufbrechen. Da hat es ja auch viele Elektroviecher. Wie es ja schon mal irgendwie angekündigt wurde. Und da wären Stahlschilde jetzt nicht so praktisch. Aber vielleicht auch in trotzdem noch für irgendwelche Feuerviecher. So. So, für uns geht's jetzt nach Hause, denn ich will ein bisschen schlafen. Doch erstmal noch speichern. Ja, speichert es automatisch, komm. Ja. Hey, der speichert ja automatisch, also von dem her. Mein Zimmer war nicht hier oben. Trautes Heim, Glück allein. So, alles ablegen. Und dann... So, auf geht's, neue Abenteuer, neue Gefahren erwarten uns. Discovered Sword HD. Oje, oje. Was ist denn vielleicht nachts so los, wa? Vielleicht auf dem Klo? Irgendetwas Bedrohliches auf dem Klo nachts? Nö. Kurz mal ein bisschen kacken kann trotzdem nicht schaden. Danke fürs Spülen. Bitte, bitte. So. Was? Wir schließen hier nachts ab. Ist vielleicht der Leiter noch auf? Nö, der pennt auch. Also Octus? Ah, der ist noch wach. Okay, nichts zu sagen. Dann halt. Aber er liebt es sehr bunt, sehr mit vielen... Ja, Pflanzen. Whatever. So, Cookie soll am Friedhof sein, war? Hieß es. Wir haben die Schatzmedaille an, also hoffe ich ja schon, dass ein bisschen was bringt. Warte mal, hier oben gab es noch ein paar Monster, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, bis jetzt merke ich noch nichts davon. In der Höhle war, wo wir auch schon mal waren. So, jetzt ist jetzt alles zu. Na, du schon wieder.
Immerhin schon einmal. Ups. Wir können mal gucken, ob das echt irgendwie jetzt mit Schatzmedaille, ob das wirklich so war, ob das richtig in Erinnerung hatte. Und zwar am besten in der Höhle. Ich glaube, das wäre sowieso ein guter Zeitpunkt, um hier wirklich offscreen ein bisschen zu farmen. Ich meine, natürlich die Chance ist nicht 100%, aber... Auch hier irgendwie ein paar Kleber und so, wird natürlich nicht schaden. Ein Monster-Clown funktioniert schon mal 2 gekriegt. Und habe das gerade hier richtig gesehen? Wolkenglühwürmchen, genau. Die findet man logischerweise nur nachts. Tagsüber ist es ein bisschen creepy. Ah. Ein Monster Klauer, das scheint doch was zu bringen, wa? Aus diesem scheiß Kleber. Das aber auch echt kein nur Pech. Der müsste eigentlich auch häufiger droppen. So, das kennen wir auch zur Genüge. Aber ich halt trotz allem nachts nicht fliegen darf. Da finde ich auch so eine Sache, wo man sich denkt, hallo, ich bin der große Held und so. Ich darf nachts nicht fliegen. Was soll denn der Quatsch? In der Rettungsmission. Wobei, darf natürlich momentan nicht jeder wissen, ne? Also außer Zeldas Vater und uns weiß und also Tytus oder Octus weiß natürlich keiner davon. Was soll's. Freunde, ich sagte wieder mal Danke fürs Zusehen. Ich werde jetzt hier mal offscreen noch ein bisschen farmen. Also Monster haben wir gesehen, geht relativ fix. Aber trotzdem, ich gucke mal, ob ich irgendwie vielleicht bis 10 Stück oder so irgendwie farmen kann. Und lieber, ob das irgendwie jetzt auch ein bisschen häufiger geht. Und den Rest, Schmuckstellen und so, wissen wir auch, kriegen wir nur von den Goblins im Erdland, weil hier oben gibt es logischerweise keine. So öfter über Schätze stolpern. Ja, es sind ja Schätze, weißt du, von dem her. Sammlung und so, ja, da ist er. Das sind ja die Schmetterlinge, das sind die Schätze. Also insofern stimmt sie eigentlich schon. Aber ja. Nächste Folge machen wir dann hier nachts weiter. Das heißt, wenn wir uns im Friedhof gucken, einen Cookie, was da so abgeht, und werden noch ein paar Häuser reingehen, damit wir die auch nochmal abgefrühstückt haben. Der Karte markiert haben und so für künftige Quests. Wenn das alles durch ist und ich sonst auch nichts mehr zum Upgraden habe, dann würde man sagen, geht es langsam sicher Richtung Granelva. Weil so viel gibt es hier noch nicht zu tun, aber doch das eine oder andere. In dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, hoffentlich mit wesentlich mehr Schätzen. Bye bye.